Nöte einzugehen. Es ist möglich, die eingeblendete Nummer zu wählen, die länderspezifische. Dabei gibt es aber etwas ganz Wichtiges zu beachten und da begebe ich das Wort gerne Angela Lorenz-Wiedebecks. Hallo, hier ist die Angela. Ich möchte Sie gerne einladen, bei unserem Online-Livestream dabei zu sein. Daniel Hari wird jeden Freitagabend wichtige Informationen weitergeben zum Thema Heilung. Wir haben parallel dazu ab 18:45 bis 20:15 Online Healing Rooms. Das heißt, Sie können anrufen. Daniel Hari wird das auch nochmal im Livestream weitergeben. Sie können dorthin hinein telefonieren und ich werde Sie dann über wichtige Dinge erstmal informieren, bevor Sie ins Gespräch beziehungsweise zum Gebet kommen können. Wir haben ein großes Team, das Ihnen gerne weiterhelfen möchte. Und damit Sie das auch in Anspruch nehmen können, lese ich Ihnen jetzt die wichtigen Hinweise vor. Das sind die Anrufer, die den Heilungs- und Gebetsdienst in Anspruch nehmen möchten. Wir bieten Ihnen in den Online-Healing-Rooms des Gebetsdienstes von Daniel Hari und Team Heilen wie Jesus an, ehrenamtlich für Heilung zu beten. Das Angebot ist für Sie kostenlos. Unsere Angebote stehen allen Menschen offen, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, Kultur, Religion oder Konfession. Sie als Anrufer oder Anruferin entlasten das Gebetsteam von Daniel Hari, heilen wir Jesus, aus jedem Haftungsanspruch, der durch den von Ihnen freiwillig wahrgenommenen Gebetsdienst entstanden ist. Dieser Gebetsdienst Heilen wir Jesus ist keine Therapie im Sinne einer medizinischen oder psychotherapeutischen Behandlung oder Sozialarbeit. Wir stellen auch keine Diagnosen und machen keine Heilungsversprechen. Wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für Heilung oder Nichtheilung, weil Jesus heilt, nicht wir. Wir wissen, dass er gerne heilt und überlassen ihm das Timing und die Heilung. Wir sind nur seine Gefäße, durch die er handelt. Sie sichern uns zu, anstehende oder laufende therapeutische oder ärztliche Behandlungen nicht aufgrund unseres Heilungsgebetes abzubrechen, sondern erst nach Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt oder Therapeuten. Die Heilung wird erst im Geist, dann in der Seele und zuletzt im Körper sichtbar. Es kann dabei zu Spontanheilungen kommen oder ein Heilungsprozess wird angestoßen. Manchmal findet die vollständige Heilung auch erst im Himmel statt. Wir können keine Seelsorge anbieten. Für tiefergehende seelische Themen und Prozesse bitten wir Sie deshalb, ausgebildete Seelsorger aufzusuchen, die Sie in Ihrem Heilungsprozess längerfristig begleiten können. Grundsätzlich wird alles, was Sie betrifft, vertraulich behandelt. Wir vom Team Daniel Hari Heilen wie Jesus behalten uns jedoch vor, bei Hinweisen auf akute Eigen- oder Fremdgefährdung sowie Missbrauch von Kindern oder Hilfsbedürftigen entsprechende Behörden und Personen einzuschalten. Wir bitten Sie, die Heilung von Ihrem Arzt oder Therapeuten bestätigen zu lassen und, wenn möglich, um Bestätigung der Heilung durch Benachrichtigung bzw. Zusendung von alten oder neuen ärztlichen Befunden zu schicken an WhatsApp, Telegram, Signalnummer +49 für Deutschland 15201 798 703. Ich wiederhole, Deutschland +49 152 017 98 703 oder an E-Mail anlori@icloud.com. Alles klein. Ich buchstabiere ANLORI @icloud.com. Wenn Sie das alles verstanden haben und mit allem einverstanden sind, bitte ich Sie jetzt laut und deutlich Ja zu sagen. Ihre Antwort wird aufgezeichnet. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Herzlich willkommen bei der neuen Serie auf heilenwiejesus.tv. Dort sind auch alle Informationen.
menschlich unmöglich. Doch Jesus sagt, bei Gott sind alle Dinge möglich. Ganz herzlich willkommen aus Heidelberg. Neben mir ist der Pierre Marinus und es freut mich, dass wir das gemeinsam gestalten können heute, den Livestream. Wir sind hier im Büro von Piero Fey und danke vielmals, dass wir das benutzen dürfen für den Livestream. Im Rahmen der Sommerbibelschule, morgen Samstag und Sonntag, werde ich da Gastreferent sein. Mein Name ist Daniel Hari und wie auch immer ist es möglich anzurufen während dem Livestream. Die Telefonnummer blende ich jetzt ein, länderspezifische Nummer, und dann gibt es noch einen Zahlencode hier mit der Raute-Taste abschließen, 777, Raute-Taste, und dann ist man drin. Ich möchte, wenn Sie interessiert sind anzurufen, einfach bitten, rufen Sie sofort an oder schreiben Sie sich die Nummer mal raus. Ich werde es nicht die ganze Zeit einblenden, aber immer wieder. Ich möchte den Stream starten mit einem Vers aus 2. Chronik 16, 9a. Des Herrn Augen schauen über alle Lande, um die zu stärken, die von ganzem Herzen bei ihm sind. Wir werden schauen, insgesamt einen großen Schritt, den Gott tut, 3 weitere Schritte, die wir Menschen tun, und dann kommen noch 3 Fragen. Also es geht da insgesamt um 7 Punkte, die wir miteinander anschauen. Unter den Personen, die Gott anschaut, sind Menschen, die von neuem geboren sind. Wiedergeborene Christen. Echte Jesus-Jünger. Aber wenn wir die Bibel genau anschauen, merken wir auch, zum Beispiel in der Apostelgeschichte, da gab es noch nicht Jesus-Jünger. Man könnte auch sagen, es waren Johannes-Jünger. Der Apostel Paulus hat diese angetroffen in Ephesus und hat dann 3 Monate lang sie gelehrt in der Synagoge. Und da wurde ihnen bewusst, dass sie noch gar nicht wussten, auch die Taufe auf Jesus, sie wussten auch nichts vom Heiligen Geist. Also sie waren noch gar nicht von neuem geboren, sie waren schon umgekehrt, aber noch nicht von neuem geboren. Das sind so Leute, die von ganzem Herzen bei Gott sind, aber es fehlen noch gewisse wichtige Erkenntnisse und Erfahrungen. Es gibt aber auch Personen, zum Beispiel Apostelgeschichte, der Cornelius, dieser römische Hauptmann aus Caesarea am Meer. Er war gottesfürchtig, hat gebetet, aber ihm haben wesentliche Dinge gefehlt. Er wusste noch nichts von Jesus Christus, dem Erlöser. Und dann hat Gott das wahrgemacht, hat über alle Lande geschaut und gesehen, da ist dieser römische Hauptmann, der Cornelius, und der braucht jetzt echt Hilfe. Und dann wurde ein Engel gesandt, und dieser Engel wurde zum Apostel Petrus gesandt. Der Petrus wurde übernatürlich vorbereitet mit einer Vision, mitten am Tag, also Tagesgesicht, vielleicht war es auch am Mittagsschlaf, wo plötzlich Gott ihm erschienen ist. Und da sieht er vom Himmel her kommend ein Tuch gefüllt mit Krabbeltieren, also unreine Tiere, die er auf keinen Fall hätte essen dürfen. Heute würde ich sagen, so eine Art Meeresfrüchte, so wie man in Südfrankreich so eine Fischsuppe isst und dann gibt es noch feine Zutaten, Schnecken und weiß nicht was alles als Spezialitäten. Wir wissen nicht, was der Petrus da vor sich hatte. Ihm wurde gesagt, schlachte und iss, und er war geschockt und hat darüber nachgedacht, was möchte jetzt Gott ihm da sagen. Also ich möchte Pierre mal dich fragen, wie wäre es für dich? Versuch dich mal reinzuversetzen, du hast dich sehr befasst, auch mit dem Judentum, auch mit einigen solchen Gedanken.
wenn du dich reinversetzt, du bist kein Jude, aber wenn du dich reinversetzt, was muss da in Petrus da vorgegangen sein? Was denkst du, was ging da in ihm vor in dem Moment? Ich denke, das ist genau das Gleiche, was bei den meisten bei uns etwas vorgehen sollte. Also wenn wir etwas tun, was wir eigentlich nicht dürften, dann kommt erstmal das Gewissen. Und das Gewissen sagt mal halt. Und dann ist es von uns aus wieder diese Entscheidung zu treffen, mache ich das, was ich jetzt immer gemeint habe, es ist falsch? Oder bleibe ich bei meinem Standpunkt und sage, nein, ich mache nur das Richtige. Also ich kann mir vorstellen, dass Petrus in dem Moment recht überfordert war. Also ich kann mir es auch fast nicht anders vorstellen. Der hat darüber nachgedacht, was soll das jetzt? Und in dem Moment klopft es schon an die Türe und es ruft, weil der Engel hat gesagt, geht dort direkt, also diese 60 Kilometer südlich der Meeresküste entlang, geht bis nach Jaffa, das ist heutige Jaffo, ein Teil von Tel Aviv, geht dort zum Simon, dem Gerber, der ist direkt am Meer, und erkundigt euch nach diesem Petrus. Und der Petrus hat sofort reagiert nach diesem Ruf, hat aber irgendwas darüber nachgedacht, was soll ich jetzt? Ist dann gefolgt, was für ihn ja völlig ungewohnt war, eigentlich verboten, hat die Einladung angenommen, diese 60 Kilometer nördlich zu wandern, oder vielleicht ist auch gefahren, das wissen wir nicht, oder geritten. Auf jeden Fall, das war seine Premiere, als Jude ins Haus zu gehen, und zwar von Heiden, von Römern. Das ging gegen alle Regeln, gegen alle Vorschriften, und hat Gott ihn quasi übernatürlich vorbereitet. Aber Moment mal, hatte Petrus denn nicht gewusst vom Missionsauftrag? Ja, ich denke, es kommt noch etwas anderes im Sinn. Der Engel oder Gott hat dreimal gesagt, das ist gut, das ist rein, du kannst das nehmen. Samuel wurde auch dreimal gerufen, bevor ihm aufmerksam gemacht worden ist, Gott redet. Und ich denke, wie oft haben wir Situationen in unserem Leben, wo wir eine Entscheidung treffen müssen, wir fragen Gott und sind manchmal so überrascht von dieser Antwort, dass wir dann gar nicht reagieren auf das, was Gott uns eigentlich mitteilen will. Aber jetzt nochmal zurück zu der Frage, hat dann Petrus nicht gewusst von diesem Missionsauftrag? Ja, den Missionsauftrag, die hat er gehört, die hat er mehrmals gehört. Bis jetzt war er nur unter die Juden tätig. Und jetzt kriegt er den Auftrag, unter die Nationen zu gehen, so wie Jesus das gesagt hat. Aber er musste selber ein paar Reinheitsvorschriften aus dem Judentum erst aus dem Weg räumen, bevor das er gehen konnte. Denn die Speisegesetze, die waren eigentlich von Gott gegeben damals und er hat sich daran gehalten, aber jetzt kommt ein neuer Schritt, jetzt muss er wirklich ich sage jetzt mal, über einen Fluss gehen, wo er sagt, okay, es hat keine Brücke, ich muss das jetzt mal probieren. Und von dem her hat er das dann mal wirklich auch so versucht zu machen, okay, jetzt kommen die Engel, jetzt klopft es an der Tür, jetzt habe ich es verstanden. Und ja, das geht mir manchmal auch so. Dann habe ich eine Idee, ich denke, ja, könnte von mir sein, könnte von Gott sein. Gott bestätigt das 2-3 Mal und ich frage immer noch, ja, ist dann liegt er von dir. Und okay. Das dazu gehen. Und ich denke, das ist für uns alle, also das Beispiel von Petrus ist für mich einfach auch eine Art Prozess, wo wir uns selber wieder trainieren können. Also wenn wir Beispiele suchen von Gott sagt etwas, wie gehe ich vor, ist das ein gutes Beispiel. Wenn man 3 Bestätigungen hat, so wie Samuel das 3-mal von Eli gehört hat, wenn er es nochmal ruft, ist der Herr. Petrus hat hier 3-mal das Bild bekommen von das Leintuch und dann klopft es an der Tür und die Engel sind da. Und ich denke, das sind genug Bestätigungen. Jetzt geht es darum, gehe ich oder gehe ich nicht? Und Petrus ist gegangen. Okay, und es ist ja, gehört immer noch zu diesem Vers, 2. Chronik 16, 9a, Gott schaut über alle Lande, um die zu stärken, die von ganzem Herzen bei ihm sind.
Und jetzt ist es spannend, dieser Cornelius war gottesfürchtig, das heißt, seine Gebete, seine Almosen sind vor Gott gekommen und das hat Gottes Herz bewegt und dann auch gewusst, der braucht mehr, als was er bis jetzt hat. Und zwar nicht nur er selber, sondern die ganze Familie, alle Diener, alle Soldaten, er war ja ein Hauptmann bei der römischen Armee, die brauchen alle die gute Nachricht. Und jetzt kommen zwei Dinge zusammen. Der Petrus war auch von ganzem Herzen bei Gott. Das sehen wir ja, wie Jesus nachgefolgt ist. Der war der, der aufs Wasser gegangen ist. Der war der mutigste, er war der Draufgänger, hat sich manchmal auch zu viel vorgenommen. Aber letztlich vom Herzen her wollte, von ganzem Herzen Jesus nachfolgen. Und jetzt braucht er irgendwie, scheint mir, eine göttliche Nachhilfe oder Erinnerung. Schau mal, den Missionsauftrag erfüllen, wo als Jesus gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, macht Jünger, alle Nationen. Also dort hätte er schon wissen müssen, irgendwann will er quasi die Juden hinter sich lassen, also sein eigenes Volk, und sich auf den Weg machen und dann Menschen begegnen, die nicht Juden sind. Aber die Prägung war so tief, dass er diese übernatürliche Nachhilfe brauchte. Aber er war schon, im Herzen war er bereit, dann gehorsam zu sein, hat er nicht tagelang gefastet, gebetet, soll ich jetzt wirklich, soll ich nicht, sondern als er gemerkt hat, da hat Gott seine Hand im Spiel, hat er sich auf den Weg gemacht. Und später ist er ganz eindrücklich, er hat ja dann gepredigt und währenddem er predigte, fiel der Heilige Geist. Und später war der Petrus derjenige, der dann bei den anderen Aposteln bezeugt hat, der Heilige Geist ist auch gefallen auf die Heiden und hat sich dafür eingesetzt, dass ab jetzt quasi die Mission weltweit stattfindet. Aber es ging durch diese persönliche Erfahrung. Also man sieht irgendwie, Gott hat zwei Personen, die auf ihre Art von ganzem Herzen bei ihm waren, zusammengeführt und diese Begegnung wurde zum sehr, sehr großen Segen. Und da gibt es noch andere Beispiele. Jesus, also der Cornelius war jetzt wirklich vorbildlich, aber es gibt auch eher abschreckende Beispiele, rein moralisch. Die Samaritanerin am Jakobsbrunnen, Johannes 4, die wurde sozial geächtet, hat ein unmoralisches Leben geführt und ging deswegen dann zum Brunnen, wo niemand sonst da war. Und Jesus um die Mittagszeit, was heiß ist, wo sonst niemand da ist, verlangte von dieser Frau, gib mir bitte zu trinken. Und die Frau sagte, nein, du bist Jude, ich kann dir nichts zu trinken geben. Und war völlig überrascht. Und Jesus selber hat diese Grenze ja übertreten, hat sich quasi zu trinken geben lassen von einer Samaritanerin, ein Mischvolk, jüdisch, heidnisch. Und auch die Religion ist anders, also nicht jüdische Religion, die beten an einem anderen Ort an, da gibt es eine Mischung zwischen Judentum und anderer Religion. Und dann war ja Jesus als Prophet, hat direkt in ihr Herz gesehen oder ihr Leben gesehen und gesagt, tja, 5 Männer hast du bereits gehabt und mit dem du zusammenlebst, ist nicht der Mann. Und das Interessante ist, obwohl sie so neben Gottes Norm gelebt hat, hatte es ihr nachher ein Herz sofort, das müssen meine Mitbewohner von Sicha, von diesem Dorf, unbedingt erfahren. Ist er losgezogen und das ganze Dorf kam zum Glauben. Vielleicht, was ist dir schon aufgefallen? Du kennst die Bibel auch sehr gut. In diesem Zusammenhang oder was? In diesem Zusammenhang. Für mich ist das einfach nur mal so ein Beispiel. Egal, wo du jetzt bist oder was du jetzt glaubst, egal. Jesus kennt dein ganzes Leben, du kannst vor ihm gar nichts verstecken. Also er fragt diese Frau um Wasser, aber die Frau hätte nichts vor ihm verstecken können. Jesus hat alles gewusst. Und wenn du jetzt hier auch zuschaust und du kennst Jesus vielleicht noch nicht, also er kennt dich auf jeden Fall, er kennt jede Winkel von dir Leben, er kennt jeder Gedanke von dir, er kennt all deine Entscheidungen. Und da kommt einfach die Liebe, die gewaltige Liebe von Gott hinein und sagt, los, und hör mal, ich habe etwas für dich.
ich kenne dein Leben, aber ich habe etwas für dich. Denn Jesus sagt dann auch später, dass er quasi wie das ewige Leben hat, oder? Wieder das ewige Leben schenken will. Und ich denke, das ist das, was wir manchmal uns gar nicht so bewusst sind. Wir gehen vielleicht mit Jesus, aber wir sind uns gar nicht bewusst, dass wir wie ein offenes Buch sind. Darum denke ich, ist es immer mal wieder gut, dass man sich reflektiert. Diese Frau wurde jetzt an einem Punkt getroffen, wo sie gesagt hat, ja, das stimmt, wir hätten das wissen können, das hätte gar nicht wissen können. Aber Gott weiß es, und ich finde das so eine faszinierende Geschichte auch, weil die Frau, die ist so überwältigt von diesen Worten, merkt so viel Annahme und Liebe. Die Frau merkt plötzlich, hey, da ist jemand da, das ist ein Prophet, da ist mehr dahinter, als nur, gib mir zu Wasser, ein Glas Wasser oder gib mir etwas zu trinken. Da ist mehr dahinter. Und voll Freude, voll von dieser Erkenntnis, dass sie angenommen ist, dass jemand sich um sie kümmert, dass jemand sich mit ihr redet und auseinandersetzt. Das ist, für die Frau muss das gewaltig gewesen sein. Ja, das sehe ich auch so. Nochmal, Gott schaut über alle Lande, um die zu stärken, die von ganzem Herzen bei ihm sind. Ich habe bis jetzt gemerkt, das sind Menschen, die sind wiedergeboren, mit dem Heiligen Geist erfüllt, lassen sich führen und leiten. Und es gibt aber auch Personen darunter, die gehen bis zu einem gewissen Punkt, wie der Petrus braucht Nachhilfe, um diesen Punkt zu überschreiten. Wir haben gesehen, der Cornelius ist schon gottesfürchtig, betet, spendet und Gott sieht sein Herz und sieht, der braucht noch mehr. Oder der Paulus und diese Johannesjünger, die hatten die Wiedergeburt noch nicht. Und da haben wir gesehen, diese unmoralisch lebende Frau, aber im Herzen wollte sie wirklich die Wahrheit wissen und hatte auch auf dem Herzen ihr Dorf. Und war sie nicht so schade, obwohl sie ja berüchtigt war durch ihren Lebensstil, die müssen das wissen, ich habe den Prophet jetzt getroffen, der kennt meine Lebensgeschichte. Und noch etwas krasser oder ähnlich ist das mit dem, sag mal, Obergauner oder Oberzöllner. Damals, also bitte, ich will keinen heutigen Zöllner irgendwie beleidigen, aber damals waren die korrupt und haben in ihre eigene Tasche gearbeitet und quasi mit der Besatzungsmacht, den Römern, zusammengearbeitet. Die waren im Volk der Juden verhasst, weil sie eben quasi ihr eigenes Volk verraten und ausgenutzt hatten. Einfach damit es klar ist. Also das war eher Mafia-Boss-mäßig, war der wahrscheinlich. Und er hatte ja gute Kollegen, auch andere Zolleinnehmer, die haben dasselbe Spiel gemacht und betrogen. Und Jesus, ganz spannend, lädt sich selber bei diesem Mann ein und sagt, heute muss ich bei dir essen. Und nochmal, wenn wir sehen, wie Jesus sich verhält, dann sehen wir Gottes Wesen. Also das ist Gottes Herz. Er sieht diese Personen, die offen sind für die gute Nachricht, die bereit sind, von Gott Hilfe anzunehmen und geht auf sie zu. Und da sehen wir, dass durch diese Begegnung von Jesus, der diesen kurzen Mann, also kleinen Mann, auf dem Baum oben sieht, weil er sonst nicht gesehen hätte, der Zachäus ruft ihn vom Baum runter, pflückt ihn quasi vom Baum und sagt, heute muss ich bei dir essen, und ist eine Schlüsselperson. Und was geschieht? Der ganze Haushalt, ich meine nicht die Gegenstände, sondern die Hausbewohner, Haus steht, Oikos steht im Griechischen eben für Hausbewohner, Familienangehörige, Freunde, Verwandte, Bedienstete und in seinem Fall auch Geschäftskollegen oder eben andere Zolleinnehmer. Und diese Begegnung bewirkt, dass alle diese aufs Mal zum Glauben kommen an Jesus Christus, an Gott selber. Und Jesus sagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Also das ist mal der erste Punkt. Was tut Gott? Der erste Schritt. Und jetzt möchte ich weitere Schritte zeigen, die mit uns zusammenhängen. Und zum Beispiel ein Schritt, den wir tun können. Es beginnt bei jeder einzelnen Person. Bist du ein Mann, eine Frau, wo Gott sagt, ja, du bist von ganzem Herzen bei Gott,
du bist bereit, Gottes Willen zu tun, dann ist ein wesentlicher Schritt, dass du nicht solo unterwegs bist. Also nicht alleine unterwegs bist, sondern gemeinsam mit anderen. Und da wäre ein nächster Schritt, dass du dich einer Gruppe von Personen anschließt, die ebenfalls Jesus Christus nachfolgen. Es kann eine Dreiergruppe sein. Jesus hat gesagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wenn die sich eins werden, worum sie bitten wollen, es wird ihnen geschenkt. Ja, Pierre, ich möchte dich fragen, hättest du so ein prägnantes Beispiel auf Lager, wo du erlebt hast, du hast für was gebetet und gemerkt, alleine komme ich da nicht klar, jetzt tue ich mich zusammen mit anderen und plötzlich hast du gemerkt, da ist ja viel mehr Kraft und viel mehr Schub. Also gibt es so was dir da spontan in den Sinn kommt? Oder wo siehst du den Vorteil drin, wenn jemand nicht solo unterwegs ist, sondern in Gemeinschaft mit anderen? Ja, also das sind jetzt Fragen, da muss ich jetzt ein wenig überlegen, aber ich denke, solo unterwegs sein, das stärkt einen nicht. Wir brauchen Ermutigung von anderen und wir brauchen Ermutigung von Menschen, die auch für uns Vorbilder sind. Und damit wir selber auch wieder Vorbilder sein können. Ich habe in viele Gebetsversammlungen mitgemacht, ich habe in viele Gebetskonferenzen habe auch mitgeholfen und Fürbitte getan. Ist jetzt ein bisschen krass, was ich sagen kann, ja, das ist jetzt wirklich zustande gekommen. So spontan kommt mir nichts im Sinn, aber also ja, doch, es kommt mir etwas im Sinn. Wir erleben immer wieder in diesem Livestream, dass Menschen anrufen mit gesundheitlichen Problemen und dann tun wir uns zusammen, dann werden wir zu zweit in eine Art Raum, sagt man, einen Heilungsraum geschickt mit 2 Personen und dann beten wir zusammen vor dieser Person, der anruft. Und wir dürfen immer wieder erfahren, dass den Menschen besser geht oder dass Menschen geheilt werden. Also von dem her ist das wirklich etwas Wunderbares. Oder ja, so direkt, wenn ich da an Gebetsversammlungen denke, wo wir zusammenkommen, denke ich, kommt mir jetzt spontan in den Sinn 2004, St. Jakobstadion in Basel, der Christustag, wo da die Christen gemeinsam, ich weiß nicht wie viele Christen das waren, irgendwie 20.000, 10.000, 20.000 Christen waren da. Wir haben gebetet, wir haben die Fahne von jeder einzelnen Ort in der Schweiz wurde hineingetragen. Es war die Fahnenträger da. Und das war so eine gewaltige Atmosphäre, dann merkt man, da ist Gottes Gegenwart. Und ich denke, das hat etwas ausgelöst. Und ich denke, dadurch sind viele Menschen auch wieder gestärkt worden. Aber ich kann nur sagen, wenn man sich mit anderen Menschen zusammentut, ja, dann betet auch wirklich zusammen, weil im Gebet liegt eine große Kraft. Und wir dürfen auch immer wieder erleben, ich bin manchmal auch mit einem Freund unterwegs, wir beten zusammen, gehen raus, können ab und zu auch von Menschen beten, wir machen da wunderbare Erfahrungen, wir hören sehr viele Geschichten von Menschen und wir erleben auch, dass ab und zu Menschen auch geheilt werden durch das Gebet, weil wir zusammen unterwegs sind. Und ich denke, ja, wenn ihr wirklich Gott erleben wollt, dann sucht einen Gebetspartner, mit dem ihr nachher auch unterwegs geht, dass ihr auch wirklich in der Praxis geht und euch vom Heiligen Geist zeigen lassen, wohin, welche Person, was auch immer. Ihr werdet erleben. Und das ist wunderbar. Ja. Also vielen Dank, Pierre. Also es ist so, dass, nochmal, Gott schaut über alle Lande, um die zu stärken, die von ganzem Herzen bei ihm sind. Der erste Schritt macht Gott. Und dann machen wir 3 Schritte. Der erste Schritt, wir bleiben nicht allein, sondern wir gehen in Gemeinschaft mit anderen. Das stärkt uns
Wir können gemeinsam beten, können gemeinsam Bibel lesen und wir hören auch Gottes Stimme viel besser in Gemeinschaft. Wir können besser unterscheiden, ist das jetzt seelisch, was wir da empfinden, ist es der Heilige Geist, der uns inspiriert zum Beispiel. Der zweite Schritt, was geschieht, wenn so eine kleine Gruppe, also Dreiergruppe zum Beispiel, ein Hauskreis, Hausgemeinde, sogar ganze Kirche, Gemeinde beschließt, wir wollen jetzt unser Leben ganz persönlich, gemeinsam als Gemeinschaft Jesus Christus zur Verfügung stellen, und zwar, wir sind bereit, den Missionsauftrag zu erfüllen. Missionsauftrag, was heißt das? Matthäus Evangelium Kapitel 28 sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, machet zu Jüngern alle Nationen. Und dann kommt der Taufbefehl und dann sagt er noch, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Er sagt das zu den 11 Jüngern. Der Judas ist nicht mehr dabei, der hat sich das Leben genommen, hat Jesus verraten. Tragisch, aber wahr. Er sagt das zu den 11, die 3,5 Jahre mit ihm unterwegs gewesen sind, und die konnten sich natürlich sofort erinnern, wann hat er uns Gebote gegeben? Ja, ich denke mal Bergpredigt. Und dann Matthäus 10, wo er gesagt hat, so, ich sende euch jetzt aus zu zweit, namentlich berufen als Erntemitarbeiterinnen und Erntemitarbeiter. Also damals waren es Männer, aber hat Frauen auch schon gehabt, also Jüngerinnen hat er auch gehabt, hat diese 12 Männer zu zweit ausgesandt und später nochmal 72 Männer. Und den Auftrag gegeben, also zuerst, ihr habt die Vollmacht über Krankheiten, über Dämonen, können wir auch sagen, damit Leute frei werden von Zwängen, Süchten, Depressionen oder eben negativen Energien oder eben dämonische Belastungen, je nachdem, wie man das ausdrücken möchte. Aber begonnen hat es damit, dass die sich entschieden haben, wirklich dem Ruf von Jesus zu folgen. Komm, folge mir nach, zum Beispiel. Und Jesus hat sie wegberufen, direkt vom Fischernetz, die Fischer, oder direkt vom Zollhaus, den Levi, den Matthäus, wie er auch hieß. Und die haben das alles hinter sich gelassen. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, gerade hier in Westeuropa, viele sind ja irgendwie entweder schon als Kinder mit Wasser besprengt worden und man nennt das Taufe, was eigentlich etwas anderes ist. Und andere sind irgendwie gläubig aufgewachsen. Und manchmal scheint es so, dass für einige ist so der Übergang fließend von irgendwie nicht mit Gott unterwegs sein und Christ werden. Aber bei Jesus ursprünglich ist es ganz anders. Es ist eine Umkehr, es ist eine Wiedergeburt und dann ist auch der klare Ruf, folge mir nach. Und was wird geschehen, wenn eine ganze Gruppe von Menschen, Kleingruppe, Hauskreis, Hausgemeinschaft, also ganze Kirche, Hausgemeinde, wie man das immer nennt, oder Fürbittegruppe, sagt, und das ist der Schritt 2, den wir Menschen machen, wir sind bereit, gemeinsam den Missionsauftrag zu erfüllen. Jesus, du darfst uns aussenden. Wir sind bereit, überall hinzugehen, wo du uns hinsenden möchtest. Und dann kann es genauso sein wie bei Jesus, dass er zuerst mal ja begonnen hat in Israel selber, ist umhergezogen und dann hat er solche Impulse gekriegt, sagt dem Zachäus, heute muss ich bei dir essen. Oder bei der Samaritanerin prophetisch gesehen, was da im Leben geht, ihr direkt auf den Kopf zugesagt, was bei ihr schief läuft. Liebe in Klarheit. Also, aber er hat gemerkt, der ist echt, das ist ein echter Prophet. Und hat diesen Impulsen des Heiligen Geistes ist er gefolgt. Was würde geschehen? Was wird geschehen, wenn so eine Gruppe sagt, erstens, wir stellen uns ganz zur Verfügung für den Missionsauftrag. Wir sind bereit, Jesus Christus, du darfst uns senden. Das wäre mal der zweite menschliche Schritt. Der dritte menschliche Schritt ist, wenn wir uns klar entschließen,
Wir nehmen es aber genau mit dem Missionsauftrag. Denn Jesus hat da gesagt, lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und da merke ich, dass je nachdem, in welcher kirchlichen Tradition, in welcher Konfession, in welcher freikirchlichen Denomination, wie man das immer jetzt nennen will, in welcher christlichen Familie, Untergruppe, dann nimmt man irgendeinen Stallgeruch an, wahrscheinlich. Also man ist geprägt von diesen Traditionen. Ist man als Gruppe, als einzelne Person bereit zu sagen, Jesus, wenn du sagst alles, dann sind wir auch bereit für alles. Wenn du sagst, haltet alle Gebote, ja, da sind wir auch bereit. Und dieser Schritt, ein klares Ja, der dritte menschliche Schritt für alle Gebote. Und wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, kommen jetzt zu Gottes erstem Schritt, 3 menschlichen Schritten, 3 Fragen, die wir jetzt nicht an uns selber stellen, sondern an Gott Vater, Jesus Christus, den Heiligen Geist. Je nachdem, was dir näher liegt, wie du mit Gott kommunizierst, können wir an den dreieinigen Gott die Frage stellen. Und die Frage möchte ich jetzt vorstellen. Heiliger Geist, bitte, welche beiden Personen aus unserer Gruppe möchtest du als Erntemitarbeiter oder Mitarbeiterin innen aussenden, also Männer, Frauen? Jetzt denkt ihr, was soll das? Wir sind nur 3 Personen, jetzt 2 von uns 3 sollen ausgesandt werden. Jesus hat sie zu zweit ausgesandt, vielleicht geht ihr auch zu dritt, aber versteht ihr, wenn die Gruppe größer ist, mal wirklich zu fragen, welche beiden Personen möchtest du, nicht wir. Wir Menschen neigen dazu, nein, wir haben es so schön als Gruppe, wir werden immer zusammenbleiben, ein Herz und eine Seele, nichts und niemand darf uns trennen. Es geht nicht darum, Menschen zu trennen, es geht darum, den Auftrag, den Missionsauftrag wahrzunehmen. Und jetzt kommt der springende Punkt. Wenn jetzt diese Gruppe erkennt oder Ja gesagt hat zum Missionsauftrag, kann sie zu einer Missionsbasis, Missionssendebasis werden. Und das kann jetzt vielleicht nicht bedeuten, gehen wir sofort ans Ende der Welt. Das kann bedeuten, wie Jesus gesagt hat den Jüngern, beginnt in Judäa, Samarien und dann irgendwann bis ans Ende der Welt. Beginnt in Jerusalem und Judäa, Samarien, beginnt mal dort, wo ihr seid. Und aber das erste ist, Heiliger Geist, bitte sag uns, was hast du uns vor? Wir sehen das auch in Apostelgeschichte 13. Da waren Propheten und Lehrer versammelt mit Beten und Fasten und wollten Gottes Willen rausfinden. Und dann hat der Heilige Geist gesagt, sondert mir aus. Barnabas und Saulus, also Paulus, sondert mir diese Personen aus für diesen Auftrag. Und da möchte ich einfach ermutigen, sagen, bitte, habt den Mut, auch wir haben hier den Mut, sagen, Heiliger Geist, bitte zeige uns, für wen hast du jetzt nächstens eine Aussendungsberufung. Und dann kann es sehr Sinn machen, dass wir nicht da diskutieren, möchtest du gehen, will ich gehen, will er gehen, sie gehen. Nein, sondern jeder stellt diese Frage für sich alleine. Man beschließt, was denkt ihr? Brauchen wir eine Woche, also nicht 10 Jahre, brauchen wir eine Woche, vielleicht 21 Tage, wie lange brauchen wir? 10 Tage. Um das mit jeder in der stillen Zeit, in der Gebetszeit, vielleicht auch ein Fastentag, mal wirklich Gott fragen kann, was hast du vor mit uns als Gruppe, was hast du vor mit Einzelnen von unserer Gruppe? Das wäre so eine Frage an den Heiligen Geist. Ja, aussenden, wohin denn? A, zum Training in eine Ausbildung, wo sie zugerüstet werden für diese Aussendung. Ja, wohin könnten die plötzlich dann gehen? Das würden wir dann auch den Heiligen Geist fragen. Aber dass sie zuerst trainiert werden für diese Aussendung. Und da gibt es Möglichkeiten, da gibt es ganz hervorragende
Möglichkeiten, sich zurüsten zu lassen, gibt es Bibelschulen, wo man hinreisen kann man online Sachen besuchen. Und wenn Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, bewusst zu Erntemitarbeiter werden, dann werden sie ausgesandt wie die 12 oder die 72, dass sie in der Vollmacht von Jesus das Evangelium verkündigen, vom Reich Gottes, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, um Menschen zu retten, dass Kranke geheilt werden, dass dämonisch Belastete frei werden, dass Tote auferweckt werden, Aussätzige gereinigt werden, könnte man auch sagen, Krankheiten, die ansteckend sind oder die unheilbar sind, so wenn man es in die heutige Zeit überträgt. Also mit dieser Vollmacht ausgerüstet, das Evangelium weiterzugeben, mit Kraft, damit Menschen gesund werden und frei werden. Das kann natürlich auch geschehen, das, was wir konkret anbieten. Und ich möchte einfach sagen, bitte, wenn ihr interessiert seid, ihr könnt ganz sicher dazu auch diese Telefonnummer verwenden. Primär sind sie jetzt dazu da, wenn du persönlich Hilfe brauchst, in Not bist, dann kannst du diese Nummer wählen, ist ein Team im Hintergrund, ist da immer auch ein Zweierteam, das bereit ist, dir persönlich zu dienen. Aber auch wenn du Fragen hast zu dem, was wir hier sagen, wie geht es jetzt weiter, ist das auch eine Möglichkeit anzurufen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass du auf heilenwiejesus.tv oder heilenwiejesus.net wirst du auch eine Broschüre finden zum Online-Runterladen. Die ist jetzt gerade ganz neu rausgekommen. Jesus, ja, ohne Wenn und Aber. Und da werden noch etwas ausführlicher auf 20 Seiten wird das beschrieben, was da das Herzensanliegen ist. Das heißt, nochmal, ausgesandt werden die zwei, um trainiert zu werden. Und da gibt es Bibelschulen, da gibt es bei uns christozentrische Heilungsschule, da gibt es verschiedene Angebote, wo wir fit werden, um dann in der Ernte draußen wirklich Gottes Willen tun zu können. Und eben diese zwei werden ausgesandt in die Ernte als Erntearbeiterinnen, Erntearbeiter. Und einige, wenn der Heilige Geist dann ganz konkret spricht, sogar zu unerreichten Völkern, die noch nie vom Evangelium gehört haben. Da ist die Zurüstung vermutlich etwas länger. Da wird es auch darum gehen, und das bieten wir an in der christozentrischen Heilungsschule, das wird erweitert, auch zu einer Missionarsausbildung, wo es darum geht, wie geht es jetzt, wie verhält man sich in anderen Kulturen. Und da haben Personen zugesagt, die bereit sind zu trainieren, die haben Erfahrung bei unerreichten Völkern, zum Beispiel in Afrika. Die haben Erfahrung in Südostasien. Die haben Erfahrung Iran, in der Türkei oder konkret in Algerien oder, versteht ihr, an Orten oder auch Indien. Und das ist das, was ganz spannend ist, wenn dann viele Gruppen innerhalb von Gemeinden sagen, wir machen da mit und Gott spricht zu ihnen. Und das ist dann eben die nächste Frage, die wir dem Heiligen Geist stellen können. Heiliger Geist, wohin möchtest du uns senden? Und wenn dann jeder in diese Fürbittegruppe, Dreiergruppe, Hauskreis diese Frage mit sich nimmt, jeder für sich, eine Woche lang, oder vielleicht sogar sind es 10 Tage oder vielleicht sogar 21 Tage, und man sagt, wir werden das nicht miteinander diskutieren, jeder soll und darf vom Heiligen Geist persönlich hören, und dann werden wir die Puzzleteile zusammenfügen. Ich bringe ein Beispiel. Wir waren in einem Achterteam 2007 im Kosovo unterwegs. Die erste Übernachtung war in einer Gemeinde, die gegründet wurde von einem ehemaligen Imam, der zum Glauben an Jesus kam, dann einen Bibelladen hatte und eine Gemeinde gegründet hatte. Da haben wir in dieser Gemeinderäumlichkeiten übernachtet im Schlafsack. Am anderen Tag hatten alle 4 Männer, 4 Frauen eine halbe Stunde Zeit, in die Stille zu gehen, zu fragen, wie weiter von Pristina.
als wir eine halbe Stunde später wieder zusammenkamen, hatten alle dasselbe. Also das Gleiche, muss ich sagen. Entweder Süden, also niemand hatte Osten, Norden, Westen, nichts. Alle hatten Süden. Oder sie hatten die Stadt Prizren. Und Prizren liegt im Süden. Und genauso wird es sein, wenn ihr als Hauskreis, Hausgemeinde, Fürbittegruppe, Heilungsteam, wo auch immer, euch klar geworden ist, welche beiden Personen werden ausgesandt ins Training. Die werden dann zurückkommen und das Training den anderen auch anbieten. Wenn dann die Frage kommt, wohin möchtest du uns senden? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, 10, 20, 30, 100, 200 Gruppen und dann kommt dann raus, die haben alle Gott gefragt und 10 von 100 haben den Ruf, geht nicht vielleicht direkt in die Türkei, aber geht jetzt quasi zu türkisch sprechenden Friseursalon oder Imbissbude oder so. Und wir merken, wir haben viele, die mit der Türkei den Eindruck hatten, Türken in Deutschland, Schweiz, Österreich, Südtirol, die um die Ecke sind, in selben Stadt oder Nachbardorf, in dieser Imbissbude oder diesem Friseursalon. Das ist eine Person des Friedens, ähnlich wie der Cornelius oder wie der Zachäus oder, versteht ihr? Wie die Samaritanerin. Und dann haben wir viele, vielleicht 10 Gruppen, die dasselbe gehört haben. Ja, Gott sei Dank, es gibt ausgewiesene, erfahrene Türkei-Missionare in unserem Freundeskreis. Die wären so gerne bereit, aus den Erfahrungen zu berichten. Wie ist die türkische Kultur? Oder ich kenne einen Gemeindegründer, ein Türke, der hat, ehemaliger Muslim, hat sich bekehrt zu Jesus, als er im Gymnasium war. Und der gründet Gemeinden bis Uiguren, also ist alles, all diese Istan-Länder, Turkmenistan, wie die alle heißen, das ist alles türkisch verwandt. Was will ich damit zu sagen? Wenn Gott alle Lande überschaut, um die zu stärken, die von ganzem Herzen bei ihm sind. Und unter diesen Personen sind viele, oder wahrscheinlich alle, die schon Christen sind, die sagen, ja klar, von ganzem Herzen heißt auch, von ganzem Herzen Ja und Amen und gerne zum Missionsauftrag. Und wir limitieren uns nicht, sondern der Heilige Geist darf wirklich sagen, was er möchte. Und andere hören, nein, das ist afghanisch. Das ist, oder was ist das? Das sind Leute vom Volk der Pashtunen. Oder versteht ihr? Es kann ja sein, vielleicht ist es Tamilisch, vielleicht ist es Hindi, vielleicht sind es aber tatsächlich eine Subkultur, die ausgestiegen sind. Linke Leute, die irgendwo in einer Abbruchbude leben, quasi Hausbesetzer. Vielleicht ist es so eine Szene. Vielleicht ist es eine Untergruppe unserer Gesellschaft. Und bitte, wenn wir das so ganz offen fragen und nicht den Heiligen Geist limitieren und sagen, das darfst du nicht, sondern wir geben uns ganz hin. Und er sieht diese Menschen, die schon nach ihren Möglichkeiten von ganzem Herzen bei Jesus sind. Gerade vorgestern und gestern erlebt. Vorgestern in einem Park in Basel. Gruppe junger Christen, ich habe einige von denen trainiert am Nachmittag. Die hatten so Freude im Park, näher von uns in Basel, Gott zu loben und zu preisen, mit der Gitarre, mit dem Cajon, mit der Stimme. Und da wurde eine Frau angezogen, wie von einem Magneten. Die hat Tage vorher, Gott, hilf mir, ich habe einen Hunger nach dir, die war so mit dem Hunger unterwegs, wurde angezogen und herzlich aufgenommen in die Gemeinschaft. Und dann war so, gestern habe ich miterlebt, sie kam wieder, wir durften mit ihr beten und sie hat eine Trennung gerade hinter sich, sehr schmerzhaft. Wir durften beten und ihr Herz wurde geheilt, weil sie eben nach ihren Möglichkeiten von ganzem Herzen schon bei Gott war. Und dann beginnt dann der Heilige Geist, Menschen zusammenzubringen, die von seiner Sicht aus zusammengehören, aber einander noch gar nicht kennen. Und das geschieht dann übernatürlich.
Und das ist einfach ein Riesengeschenk, wenn das geschieht. Wir sind bereit, du darfst uns überall hinsenden, wo du möchtest, was du auf dem Herzen hast. Ja, ich komme fast nicht mehr zum Stoppen, aber Pierre, ich möchte gerne wissen, was geht in dir ab, wenn du das hörst, oder was sind deine persönlichen Gedanken zu dem, was ich da geteilt habe? Also erst einmal zu der Frage, die du vorher gestellt hast, wenn du jetzt mit mehreren Leuten zusammen bist, hast du dann schon mal gehört im Gebet, da ist mir jetzt etwas in den Sinn gekommen. Ich möchte noch gerne erwähnen, einfach auch mal zum Stärken. Vor etwa 2 oder 3 Wochen kam so einen Aufruf, dass wir Heile wie Jesus, dass es da verschiedene also Heile wie Jesus an verschiedene Standorte geht an den Messen. Und das waren 4 Termine und diese 4 Termine habe ich gesagt, ja, das will ich nicht alleine hören. Weil meine Frau und ich haben noch mit einer guten Freundin eine prophetische Gruppe. Wir haben all die Termine vor dem Herr gelegt und siehe da am Schluss, nachdem wir alles der Herr gefragt haben, hat für alle 3 die gleichen Termine. Alle 3. Also dann hat der Herr gesagt, dort und dort gehst du hin, dort und dort gehst du nicht hin. Und die anderen 2, meine Frau und diese Freundin, die hatte dann noch Ergänzungen von mir. Und das war so ermutigend und das war so stärkend. Und das habe ich noch sagen wollen. Bei dem Missionsauftrag kommt ihr vielleicht, ja, das ist vielleicht nicht so von mich. Bei Zachäus ist mir im Sinn gekommen, er hat sich versteckt in dem Baum. Er hat sich versteckt. Also wir können auch mit Missionsauftrag uns verstecken, aber Jesus sieht uns trotzdem auf dem Baum sitzen oder wo wir uns verstecken und sagt, wenn du kommst, dann bringst du Frucht, weil nachher hat dann Zachäus, nachdem er dann gesagt hat, ich gebe das ums 4-fache wieder zurück, sehr viel Frucht getragen. Also auch da sehe ich wieder ein Hinweis drin, schau nicht auf euch, schau nicht, wie mache ich das, wie muss ich das. Wenn du wiedergeboren bist in Jesus Christus, dann kannst du immer den Heiligen Geist fragen und er rüstet euch aus. Und Jesus sagt dann auch zu seinen Jüngern, bevor dass er hinaufgefahren ist in den Himmel, sagt er, ihr werdet die Kraft von oben erhalten, den Heiligen Geist, und ihr werdet meine Zeuge sein. Also das heißt, wir müssen auf den Heiligen Geist schauen, nicht auf uns, nicht auf unsere Grenze. Ich habe durch jahrelang auf meine eigene Grenze geschaut, bin nicht vorwärts gekommen. Jetzt, wo ich auf Jesus schaue, immer mehr versuche, diese Grenze, die ich selber gesetzt habe, zu sprengen, erlebe ich immer mehr. Und ich dann möchte da jeder ermutigen, geh diesen Schritte, denn die Frucht, die dabei herauskommt, siehst du vielleicht nicht sofort. Aber wenn du jemand das Evangelium sagen kannst, oder wenn du jemand sagen kannst, wie du zum Glauben gekommen bist, dann legst du Samen in die Herzen von den Menschen. Und wenn du diese Samen gelegt hast, dann musst du nicht darum kümmern, was wird draus. Das macht der Heilige Geist. Aber wenn jedes Mal, dass die Menschen kann sagen, hey, du bist vor Gott so wertvoll. Gott sieht dich, du bist wertvoll, er ist für dich ans Kreuz gegangen. Wenn du nur das sagen kannst und wieder nach 3 Tagen auferstanden ist, er vergibt dir deine Sünde. Wenn man aufzeigen kann, was für Vorteile es hat, wenn man Jesus annimmt, wenn man dann sagt, hey, wenn du Jesus annimmst, bist du ein Kind Gottes. Und wenn dann die Vorteile von einem Kind Gottes aufzeigt, hey, du bist Erbe, du bist Erbe denn und du wirst all das, was Jesus zugesagt hat, steht dir jetzt zu. Du wirst das ewige Leben haben. All diese Dinge, die können wir auch als Vorteile aufzeigen. Und vor allem, vergiss nicht, ich habe kürzlich ein Video gehört, wo dann nochmal ein Zitat von Billy Graham, von Derek Prince zitiert, wo er sagt, wenn jemand zum Glauben kommt, dann ist er Freude im Himmel, aber es ist nur 5%. Es ist nur 5% erreicht, die Menschen müssen zu Jünger werden. Und wenn wir die Menschen zu Jünger machen, die von 95%, ja, dann braucht es auch Menschen aus einer Dreiergruppe, die von Menschen beten und die mit den Menschen auch bereit sind, in ihnen zu investieren.
wie viel davon auch sich würde von dem Heiligen Geist zeigen lassen, aber es braucht diese Investition. Und meine Erfahrung ist, wenn du das machst, wenn du diese Schritte gehst, nicht auf dich selber schaust, derjenige, der am meisten beschenkt ist, sind diejenigen, die gehen. Diejenigen, die gehen, sind am meisten beschenkt. Wenn du lernst von Erfahrung zu Erfahrung zu Erfahrung, du bekommst immer mehr Freimut, mit den Menschen zu reden. Es ist mir am Anfang auch nicht leicht geworden und ich habe doch gesagt, ja, ich bin doch eher introvertiert und ich kann das doch nicht. Herr, der ist doch andere. Ja, sagt der Herr, schon, Mose hat auch einen Aaron gehabt, aber er ist gegangen. Also du kannst Ausrede bringen, was du willst, aber mit dieser Ausrede beschränkst du dich selber. Ja, und da möchte ich dir Mut machen, überspring noch Grenzen. Kürzlich, vorher hat Daniel gesagt, wir sollen gehen nach Jerusalem, Judäa, Samaria und ans Ende der Welt. Ich hatte kürzlich in einem Newsletter gelesen von der GCN und da war eine ganz wunderbare Aufstellung, wie das erklärt worden ist. Das Jerusalem, das sind deine Bekannten, das ist da, wo du selber tätig bist. Das Judäa, das ist deine Region, wo du wohnst, vielleicht dein Wohnort, dein Kanton, dein Bundesland oder dort, wo du genau jetzt bist. Und Samaria, das sind diejenigen, die am Rand der Gesellschaft leben. Das magst du diesen gehen, das magst du Menschen am Rand der Gesellschaft nicht vergessen. Und dann bis ans Ende der Welt, das sind dann alle Nationen. Und da möchte ich einfach Mut machen. Fang erstmal irgendwie klein an, frag Jesus, wer hast du schon vorbereitet, der noch nicht im Glauben ist. Und wenn du diese Frage auch Jesus stellst, wer hast du schon vorbereitet, der noch nicht im Glauben ist, und du hörst einen Namen oder du siehst irgendwie ein Bild von irgendeiner Person mit einer bestimmten Farbe von Jacke oder bestimmten Mütze oder bestimmten Kleidungsstücken, und weißt du, hey, Gott will uns zu diesen Menschen führen. Ich möchte nur Mut machen. Und eben, nehme auch Hilfe in Anspruch von etwa einer Bibelschule oder christenzentrierte Heilungsschule oder von Menschen, die Erfahrung haben in Evangelisation, in Heile, in Befreiung. Such Personen, die für dich Vorbilder sind. Du profitierst am meisten davon. Danke vielmals, Pierre. Ich wiederhole nochmal. Der erste Schritt macht Gott. Er schaut über alle Lande, um die zu stärken, die von ganzem Herzen bei ihm sind. Da gibt es 3 Schritte der Menschen. Der erste Schritt, es beginnt beim Einzelnen. Bist du bereit, nicht alleine zu bleiben, sondern dich eine Gruppe anzuschließen oder eine zu gründen? Der zweite, diese Gruppe, seid ihr bereit als Gruppe, euch ganz bewusst Jesus für den Missionsauftrag zur Verfügung zu stellen? Der dritte Schritt, ihr nehmt den Missionsauftrag wirklich ernst, wo Jesus sagt, lehrt sie halten alles, also wirklich alles, was ich euch geboten habe. Und da gibt es einen Tipp, wer das noch möchte, die Verfassung des Königreichs, die 75 Gebote von Jesus Christus, ist sehr, sehr empfehlenswert von Wolfgang Simson auf Amazon zu finden. Also wenn ihr da ein Ja habt, eben zu allen Geboten, das wäre der dritte Schritt, da kommen 3 Fragen an den Heiligen Geist. Erste Frage, welche Person von unserer Gruppe, welche 2 Personen möchtest du als Gruppe, als Zweierteam aussenden? Welche beiden? Und zwar zuerst ins Training, A, und dann B, wirklich raus in die Ernte. Und da kommt dann die nächste Frage, wohin möchtest du aussenden? Wohin? Ist es eine Zielgruppe, eine spezifische? Ist es möglicherweise ein unreiches Volk? Und jetzt bitte nicht die Hände verwerfen. Es gibt 7200 geschätzungsweise unreichte Volksstämme. Das heißt, da gibt es zu wenig Personen, damit die
2 Gläubigen, die dort sind, die Kraft haben, den ganzen Volksstamm zu erreichen. Sie brauchen Hilfe von außen. Da kann es sogar sein, dass es Volksstämme gibt, was noch keinen einzigen Gläubigen gibt, der Jesus nachfolgt. Kaum vorstellbar, aber es ist eine Tatsache. Kann auch sein, dass die Bibel noch gar nicht übersetzt ist oder dass man gerade begonnen hat. Ist auch möglich. Und jetzt kommt natürlich die Zeit, wo wir heute drin sind. Wir sind in einer Zeit der modernen oder postmodernen Völkerwanderung. Es kann sehr wohl sein, dass unter den Asylanten, Migranten oder auch unter Touristen Leute einreisen, die kommen von einem unerreichten Volk. Wohlhabende Touristen aus Saudi-Arabien, wo es verboten ist, eine Bibel zu besitzen, wo es wirklich extrem gefährlich ist. Aber es gibt auch Botschaften. Ich war mal in einer Jugendherberge in Berlin, direkt neben der nordkoreanischen Botschaft. Es gibt Möglichkeiten, Menschen zu erreichen. Da braucht es einfach auch die Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Also bitte nicht einfach verschließen. Solche Botschaften, die haben dann auch Putzpersonal. Die haben auch Menschen, die unsere Muttersprache sprechen und dort plötzlich arbeiten. Gott ist alles möglich, er kann jede Türe öffnen. Jetzt kommt noch die dritte Frage, die habe ich gespart bis jetzt. Und zwar, wer bzw. wo ist die Person des Friedens? Ja, was soll das jetzt sein, Person des Friedens? Also ich meine jetzt nicht einfach eine friedliche Person. Kann sein, dass sie schon einigermaßen friedliebend ist, sondern das ist eine Glaubensaussage. Jesus spricht davon in Lukas 9, Lukas 10, dass die Jünger Ausschau halten sollen nach dem Kind des Friedens, der Person des Friedens. Im Hebräischen hat man die Leute ja begrüßt mit Shalom oder im Arabischen Salam Alaikum, Friede sei mit euch. Also der Friedensgruß ist ganz, ganz wesentlich. Es ist nicht einfach, streitet jetzt nicht, sondern Friede bedeutet Wohlergehen, Segen statt Fluch, Gesundheit statt Krankheit, Freiheit statt irgendwie Bedrängnis, Gefangenschaft, Rettung statt Verlorensein. Es ist umfassender. Wir wünschen das Wohlergehen. Und eine Person des Friedens könnte man auch so beschreiben, ist eine Person, wo andere gerne hingehen. Sie kennt Jesus noch nicht persönlich, aber man geht jetzt schon gerne hin, weil sie gibt guten Ratschlag. Sie hilft gerne, sie ist gastfreundlich, sie ist kein Egoist, gibt gerne gute Dinge an andere weiter. So von außen betrachtet könnte man sagen, ja, ein vorbildlicher Pastor, vorbildliche Pastorin, Hirtin, hirtlich, also kümmert sich um die Leute, aber eben noch nicht Jesus Christus im Herzen. Also das kann sogar Leute sein, die sind sehr, sehr gut zu den anderen Personen innerhalb der Mafia oder der kriminellen Verbindung, was auch immer. Oder es gibt Menschen, die sind wirklich sehr gut unter ihresgleichen, vorbildlich, humanistisch gesinnt, aber eben vielleicht atheistisch, ohne Gott. Und wenn wir konkret fragen, zeig uns so eine Schlüsselperson, leitet vielleicht eine Firma, ein Restaurant, eine Bar, Immobilienverwalter, hat ein eigenes Geschäft, arbeitet im Gesundheitswesen, hilft professionell kranken Menschen, physiotherapeutisch tätig, Gesundheitspraxis, medizinisch tätig. Versteht ihr? Oder Personen, die eben professionell gastfreundlich sind, die leben ihre Berufung irgendwie schon, aber noch ohne Jesus Christus im Herzen. Und wenn wir in diese Richtung vorwärts gehen, kann sein, dass das geschieht, was ich vor ein paar Jahren in Zürich erlebt habe. Ich habe dort junge Menschen geschult, ihre Eltern waren eingewandert, als dieser Bürgerkrieg war in Sri Lanka, kamen die in die Schweiz. Und da war dann dieser, ich schätze mal 13-jährige Junge mit der älteren Schwester. Ich habe den Auftrag gegeben, geht jetzt in Geschäfte, also da waren Blumenläden, da waren Friseursalons oder Coiffeursalon, wie wir in der Schweiz sagen, oder Buchhandlung. Und da gingen die beiden in die nächste Buchhandlung
und haben den Auftrag erfüllt, den ich ihnen gegeben habe. Sie haben immer nach der Chefin, nach dem Chef verlangt, gesagt, ich habe eine gute Nachricht. Falls von Ihren Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern Personen chronische Schmerzen haben oder sonst krank sind und deswegen auch nicht immer arbeiten können und eben häufig fehlen, gute Nachricht, Jesus Christus heilt sogar unheilbare Krankheiten. Und die Frau, die diese Buchhandlung leitete, sagte, ich habe keine Mitarbeiter, ich bin da alleine. Und dann begann der Junge zu erzählen, wie Jesus Christus ihn geheilt hat von Epilepsie. Und die Frau begann in Tränen auszubrechen, dass da die beiden jungen Menschen kamen und erzählten, es gibt Hoffnung, sogar für unheilbare Krankheiten. Einmal habe ich es persönlich erlebt, und zwar habe ich den Chef verlangt, den Boss eines Warenhauses in der Schweiz. Im dritten Anlauf ist das dann gelungen. Und dann waren wir da beim Kundendienst und er war ganz verwundert. Ich habe gesagt, ich bin schon seit 30 Jahren Kunde. Das stimmte, zwar mit Unterbruch war ich das, ich war als Student schon dort. Ich habe gesagt, ich habe nie was zu kritisieren gehabt, auch jetzt nicht. Und habe ich erzählt, es gibt eine gute Nachricht, falls unter seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Personen krank sind, chronische Schmerzen haben, Hilfe brauchen. Jesus Christus heilt heute noch. Ich habe dann ihm ein ganzes Heft dann überreicht, nicht dieses, aber so Dokumentation, ein Kuvert gefüllt mit Informationen, mit Bestätigungen von Heilungen, die passiert sind. Er hat sich ganz höflich bedankt, gesagt, ja, ich war etwas überfordert, was soll ich mit dem tun? Aber hat sich herzlich bedankt, ich komme eventuell darauf zurück, ich habe auch die Adresse hinterlassen. Er war noch nicht bereit, das in Anspruch zu nehmen, hat danach gewechselt, jetzt leitet das jemand anders. Aber ich weiß, dass auf diesem Weg es möglich ist, auch zu Personen des Friedens zu gelangen, so wie es mal geschehen ist in einer Bar, habe ich auch schon erwähnt, wo wir dann tatsächlich am Stammtisch einen Heilungskurs durchführten und direkt am Stammtisch wurde ein Gast geheilt von 25 Jahren Rückenschmerzen. Und die Wirtin hat ihr Leben Jesus Christus gegeben. Und einmal kam sogar ein Mann, der brauchte den Notfallarzt, weil er sich verletzt hat beim Schweißen und das Auge war feuerrot. Ich war da schon auf dem Heimweg, aber einige vom Team haben gesagt, leider geht es nicht, halbe Stunde Fahrzeit bis Basel, Universitätsklinik, aber wir haben was Besseres. Im Namen von Jesus Heilung zugesprochen. Und er wollte sterben vor Schmerz, dieser Mann. Innerhalb von 10 Minuten war alles gut im Auge, hat Jesus aufgenommen. Versteht ihr? Mitten in einer Bar. Und das hat begonnen damit, kennt jemand so eine Person des Friedens, ist gastfreundlich, kein Egoist, man geht gerne hin, um Rat zu holen, kümmert sich um die Leute. Und da sagt jemand, das ist diese polnische Wirtin in der Bar. Und wenn wir so den Heiligen Geist fragen, und jetzt eben diese Gruppe fragt, jeder fragt für sich, unabhängig, und dann werden die Puzzleteile zusammengefügt. Und dann ist es sehr wohl bald möglich, dass ihr als Hauskreis Fürbittergruppe erlebt, wenn eine ganze Gruppe von anderen Menschen aufs Mal zum Glauben an Jesus Christus findet, weil ihr bewusst fragt, zeig uns solche Schlüsselpersonen. Wir wollen das selber erleben, wie es Jesus erlebt hat. Das ganze Haus von Zachäus kam zum Glauben. Oder bei der Samaritanerin, das ganze Dorf kam zum Glauben. Weil Jesus exakt im richtigen Moment am richtigen Ort war und prophetisch Einblick hat in ihr Leben. Und dann hat sich übernatürlich was verändert. Und das möchten wir einfach wirklich euch ans Herz legen und sagen, bitte stellt Gott diese Fragen. Und nochmal, ganz wichtig, jeder für sich stellt diese Frage unabhängig. Und ihr vereinbart eine Zeit, auch Ehepaar, diskutiert das nicht, sondern unabhängig. Und dann nach der vereinbarten Zeit, wenn alle soweit sind, tauscht ihr gemeinsam aus und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Ich bringe ein Beispiel. In Luzern war ich mal einfach einen Spaziergang, habe gesagt, Heiliger Geist,
Jetzt, ich habe keinen Plan, nichts. Bitte führe und leite du mich. Dann höre ich, halt dich ran an diese beiden Männer da vorne. Ja, die kenne ich nicht. Ja, nein, ich meine genau die. Ich habe das gespürt. Ich bin diesen beiden Männern gefolgt und 10 Minuten später war ich mitten in einer Moschee. Und in der Schweiz gibt es ja Minarettbauverbot. Also man sieht die Moschee von außen nicht. Das war eine Garagenmoschee. Und dann habe ich 10 Minuten später über Jesus gesprochen, mitten in einer Moschee. Versteht ihr? Jesus Christus ist immer noch derselbe. Der Heilige Geist kann immer noch lenken. Und Gott der Vater schaut über alle Lande, um die zu stärken, die von ganzem Herzen bei ihm sind. Und zwar Suchende wie diejenigen, die bereits gefunden haben. Geheilte wie auch Kranke, die Heilung suchen. Befreite, die mal süchtig, depressiv oder unter Zwängen waren oder dämonisch belastet, die jetzt frei sind, damit die gebraucht werden, damit Leute, die jetzt aktuell Depressionen haben, Burnout, Zwänge, dämonisch belastet, Zwangsgedanken, Zwangshandlungen, damit die frei werden. Und wenn dich das anspricht, dann möchte ich einfach sagen, du kannst auf heilenwiejesus.tv kannst du das online, in der Online-Version herunterladen. Die gedruckte Version, die versenden wir normalerweise nicht, aber dort, wo Veranstaltungen sind, kann man das erwerben. Aber online sofort erhältlich heilenwiejesus.tv. Ich möchte gerne, Pierre, wenn du noch etwas ergänzen möchtest, sehr, sehr gerne. Die Broschüre ist auch auf heilenwiejesus.net. Okay, der hat auch schon drauf, heilenwiejesus.net, wunderbar, an beiden Orten. Wir haben da bewusst 2 Webseiten, wenn mal eine ausfallen sollte, dann ist die andere aktiv. Und ich denke, es wäre stark, Pierre, wir können jetzt noch beten. Sehr gerne. Und ich möchte nochmal ganz bewusst auch hier einblenden, wenn du das in Anspruch nehmen möchtest, hier hast du die länderspezifische Nummer, die vorne wählen und dann kommt hier noch der Code, das ist bei allen gleich, mit der Raute-Taste abschließen und dann noch 777, Raute-Taste. Und wenn du es ganz direkt haben möchtest, dann geh auf die Webseite heilenwiejesus.tv, ruf mit dem Handy an, da gibt es eine schnelle Einmaltaste, da kannst du dir das hier, diese Code wahrscheinlich sparen, es macht es automatisch. Funktioniert nicht mit allen Handys, mit den neueren sollte es funktionieren und sonst, wir lassen das nachher noch eingeblendet. Währenddem dieser Livestream läuft, darfst du da anrufen und jetzt beten wir gerne mit dir persönlich, mit euch, wenn ihr das als Gruppe anschaut. Ich habe noch eine Bemerkung, komme so gerade in Sinn. Wenn du das alles jetzt gehört hast und sagst, ja, ich bin selber noch nicht geheilt, ich habe jetzt selber noch Schmerzen, kann ich dann überhaupt auf die Menschen zugehen und sie von Jesus erzählen oder vor sie um Heilung beten? Ja, das kannst du. Es hängt nicht davon ab, ob du jetzt geheilt bist oder nicht. Es hängt davon ab, ob du gehorsam bist dem Heiligen Geist gegenüber. Und dann wirst du mehr erleben und vielleicht durch das Gehen selber wirst du auch Heilung erfahren, weil du ja mit der gleichen Kraft unterwegs bist. Also lass dich nicht davon abhalten, wenn du irgendwelche Krankheiten hast oder meinst, ich bin selber noch nicht geheilt. Nein, sondern der Heilige Geist hat seinen Plan mit dir, hat auch einen Plan mit den Menschen, die er dir auf dem Herzen legt. Und das ist das, was wir vor Augen haben sollten. Ja, wir können noch eins draufsetzen. Ich bin ganz froh, dass du das sagst. Wir können jetzt in dem Moment für dich beten. Du kannst auch stellvertretend für jemand anders hier live das Video anschauen oder die Aufzeichnung auf YouTube oder Facebook. Wenn du krank bist, Schmerzen hast, dann leg diese Hand auf die Schmerzensstelle. Wenn du am Herzen was hast, es kann eine innere Verletzung sein auch, ein tiefer seelischer Schmerz, dann leg die Hand dorthin, wo du den Schmerz hast, die andere in die Höhe.
Jesus Christus, ich danke dir, du kennst die Personen, die jetzt da dir zuschauen. Und du bist derselbe gestern, heute in Ewigkeit. Ich erwarte, dass du die Botschaft dieses Video bestätigst. Da kommt mir dieser junge Mann in den Sinn. Der hat gesagt, wurde schon so viel gebetet, aber ich habe 2 Tage die Woche Migräne. Ich habe gesagt, deine Skepsis beeindruckt mich nicht. Ich habe gesagt, ich bin skeptisch, haben so viele gebetet. Deine Skepsis beeindruckt mich nicht. Ich bin darauf angewiesen, wir beiden sind darauf angewiesen, dass Gott selber bestätigt, haben wir euch die Wahrheit gesagt oder angelogen. Wir erwarten, dass Gott übernatürlich eingreift und dass er in deiner Lebenssituation dich rausholt und dass Heilung geschehen, Befreiung möglich ist, Wiederherstellung auch von Beziehungen. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass du jetzt gerade in dem Moment eingreifst und heilst. Danke von ganzem Herzen. Und die Möglichkeit besteht nach wie vor, du darfst auch anrufen und die Nummer entsprechend wählen. Danke, dass du so aufmerksam dabei gewesen bist, bis jetzt zu diesem Moment. Ich habe noch einen Bibelvers, den ich gerne vorlesen möchte. Es ist der Bibelvers in 1. Petrus 2, der Vers 24. Er, Jesus Christus, hat unsere Sünde selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunde seid ihr heil. Und das möchte ich euch zusprechen. Ihr seid heil durch seine Wunde. Jesus hat sein Blut vergossen, damit du heilig erfahrst. Nimm das Blut, nimm diese Heilung in Anspruch. Und wenn dir dann noch etwas Sünde oder etwas aufgeht, was du noch nicht bereinigt hast, bring das unter dem gleichen Kreuz und du wirst erfahren, Jesus wird heilen. Und bete das so lange, bete diese Vers so lange, bis du wirklich die Heilung erfahren hast, bis du wirklich erkannt hast, jetzt bin ich heil, falls es nicht sofort gelungen ist. Wunderbar. Amen. Ich danke dir fürs Zuschauen, Pierre. Ich danke dir, dass wir das gemeinsam tun durften. War mir eine Ehre. Und mir große Freude und auch eine Ehre. Es ist ein Geschenk. Und ich danke Angela und dem ganzen Team, die im Hintergrund bereit sind, nach wie vor. Solange der Livestream läuft, ist es möglich, hier ganz konkret anzurufen. Wir schalten jetzt dann auf Stumm. Die Nummern bleiben eingeblendet. Und von ganzem Herzen wünsche ich Gottes Segen. Und wenn jemand möchte, es ist nach wie vor möglich, morgen Samstag und auch am Sonntag ist die Sommerbibelschule in der Taube Heidelberg, in dieser Gemeinde. Dietaube.org, dort sind die Informationen zu finden. Es gibt auch einen Livestream. Und also wird übertragen, was da geschieht. Und nochmal, auch diese Möglichkeit besteht, diese Broschüre runterzuladen auf heilenwiejesus.tv und heilenwiejesus.net. Vielen, vielen lieben Dank und Gottes reichen Segen.